Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben uns in der letzten Folge darauf vorbereiten. Und zwar würde ich auch gerne in dieser Folge eine Höhle durchforschen, ein bisschen Holz formen, ein bisschen Steine formen. Und der Löli, der ist immer noch draußen, hat sich gerade wieder unsichtbar gemacht und ich wusste, jetzt komme ich aus der Haustür raus, sonst hätte es gefährlich geändert. Dann hätten wir ihm einfach 1-2 Schläge mit unserem Schwert gegeben. Ich würde jetzt mal sagen, wir tun uns jetzt gerade zuerst mal ausruhen. Und zwar gehen wir ein Snickerchen machen. Dann schauen wir, dass wir, wie viel Weizen wir zusammen haben zum Brot herstellen. Und danach würden wir uns eigentlich langsam auf den Weg machen, ein bisschen gehen. Ja, durchforschen, neue Höhlen suchen und so weiter. Gute Nacht. So, guten Morgen. Wir sind soweit. Wir haben fast alles zusammen. Das Einzige, was ich letzte Folge auch noch gemerkt habe, was mir fehlt, ist, ich nehme doch noch 2 Kübel mit. Und zwar einmal zum Wasser mitnehmen und einmal zum Lava mitnehmen. Lava zum den Gegner töten, wenn wir in einer Höhle drin sind. Und Wasser dann zum das Lava löschen, das am Boden unten ist, dass wir dann ein bisschen besser umeinander schauen. Mehr bräuchte ich eigentlich gerade nicht. Wir hätten eigentlich die komplette Ausrüstung mit dabei. Das Einzige, was fehlen würde, ist, dass ich Schild in die Hand nehmen würde. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ich bin unsicher, ob die schon fertig sind. Die grossen da. Ich könnte es aber mal mit einem ausprobieren. Wieso geht... Doch, sie sind fertig. Also die sind fertig, die können wir abbauen. Ich darf aber gerade nicht auf dem Feld nicht rumgumpen, sonst geht mein Feld kaputt, soweit ich weiss. Dann tun wir die mal abfarmen da. Die da sind, glaube ich, noch nicht ganz, aber sie kommen. So, dann tun wir da gerade wieder abpflanzen. Zack, zack. So. Und bei denen weiss ich halt auch nicht bei den Kartoffeln, wie lange die brauchen oder wie lange dann auch Kürbis brauchen. Weiss ich nicht so ganz. Mir ist ein Kommentar reingeschrieben worden. Ich kann mit 4 Eisen und mit einem Kürbis einen Golem herstellen. Bei mir ist dann einfach die Frage, was macht der Golem? Hängt er denn da einfach auf dem Gelände rum und beschützt mich vor Monstern oder was genau er macht? Das weiss ich halt nicht so ganz. Aber das finde ich sicher raus. Ich glaube, auch Google wird mir da weiterhelfen. So, wir probieren jetzt mal unser erstes Brot zu machen. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das machen muss. Für das müsste ich mal, glaube ich, schnell da rein schauen. Haben wir da ein Rezept für Brot? Brot! Also wir brauchen immer 3 Weizen, um 1 Brot herzustellen. Das heisst, wir haben eigentlich ziemlich wenig. Also wir haben wirklich nur 2 Sachen zum Essen. Aber dafür haben wir wieder mega viel Weizenkörnchen. Bei mir ist sowieso noch... Also mir ist das aufgefallen und mir ist das auch gesagt worden, dass ich die Felder auf 3 kann, verbreiten kann. Also dass ich 3 breit kann machen mit einer Wasserzufuhr in der Mitte. Darum habe ich mir dann sowieso noch vorgenommen, aber das machen wir nicht jetzt, sondern ein anderes Mal. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir das jetzt schnell machen, bis dann noch mehr Weizen wächst oder eben, dass wir noch mehr Essen haben. Weil 2 Brot sind, glaube ich, ziemlich wenig zum unterwegs essen. Und zwar würde ich das Wasser genau hinter den Pfosten da setzen, damit es einigermaßen schöner aussieht und symmetrischer. Und dann könnten wir nämlich da 3 breit machen und dann da 3 breit machen. So haben wir immer 3 volle Felder, die wir brauchen könnten, was eine ziemlich coole Idee wäre und es würde natürlich dann auch gut aussehen, weil wir da halt beim Pfosten zu dann die Wasserzufuhr haben. Also das würde dann einfach 1 übergehen und dazu müssten wir nochmal 2 gegen raus versetzen. Und ich denke, das könnte noch gut kommen. Aber komm, das lassen wir jetzt. Wir machen das auf den Weg. Haben wir sonst noch irgendetwas zu essen mit dabei? Weil sonst tun wir unterwegs noch ein paar Töne. Äpfel könnte ich natürlich noch mitnehmen, aber ich weiss nicht, ob ich die mal für etwas anderes brauchen kann. Sonst haben wir leider wirklich nichts mehr zum Essen da. Ja moin, dann würde ich sagen, wir machen uns trotzdem einfach mal auf den Weg. Dann müssen wir unterwegs sonst mal noch ein paar Tierchen töten und dann schauen, dass wir sowieso dann noch einen Ofen irgendwo bauen, dass wir die dann können mit Kohle und so weiter zusammenbasteln. Kohle habe ich gar keine dabei, das heisst, das müssen wir dann auch formen. Aber ich glaube, mit 2 Brocken kommen wir schon mal ziemlich weit. Jetzt kommt die Frage, wenn wir schauen, dass wir eine neue Höhle finden oder wenn wir schauen, dass wir zu der alten Höhle finden. Das ist noch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob wir nochmal zu der anderen Höhle gehen, dort weiter erkunden. Weil die werden hinten, ich sehe sie nämlich da hat so einen ganz kleinen Spitz, der vorne schaut, von unserem Türmchen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt das erste Mal dort hin. Unterwegs nehmen wir uns eben da vielleicht noch ein Schaf mit. Ein Ei da, zack. Okay, zack. Und dann haben wir noch ein bisschen Fleisch, das wir halt mit einsammeln. Dann können wir uns halt wirklich noch nicht komplett selber ernähren. Aber bis wir zurückkommen, sollten wir dann wirklich mehr Weizen zur Verfügung haben. Und dann bauen wir sowieso nochmal alles um, dass wir mehr Platz haben. Was ich denke, das könnte eigentlich ziemlich gut kommen. So, jetzt haben wir da nochmal, Nochmal 3 rohes Schafe mitgenommen, was eigentlich auch noch ziemlich wenig ist. Ich gehe davon, dass wir vielleicht ein bisschen mehr bräuchten. Darum töte ich jetzt da hinten nochmal 1. Ich hoffe, ich töte einfach nicht zu viel, weil wir brauchen die ja dann noch, um eine kleine Schaffarm machen. Aber
Aber ich glaube, das sollte ja eigentlich nicht so das Problem sein. So, jetzt musst du da noch dran glauben. Zack. Und ich glaube, neues Rezept verfügbar. Schau dein Rezeptbuch. Okay, also wir haben sogar ein neues Rezept freigeschaltet mit dem. Mir ist schon mal noch gesagt worden, ich könnte farbige Betten noch machen. Da muss ich dann eben mal schauen, das muss ich dann mit Blumen verbinden, dass wir dann mal ein anderes Bett machen, als einfach so ein standardweise. Vielleicht eben so ein Schwarz wäre noch cool oder so ein Grau. Aber das müssen wir uns dann mal noch anschauen, wie wir das machen wollen. So, da vorne haben wir noch Zuckerrohr. Das können wir auch gerade noch mal unbedingt mitnehmen, weil wir formen jetzt einfach alles Mögliche, was wir finden. Also wir werden jetzt noch Holz formen, solange Tag ist, werden wir noch ein bisschen draussen formen. Und sobald Nacht ist, werden wir uns dann langsam mit Höhlen reinwagen. Aber Zuckerrohr ist gerade gut, dass wir das finden, weil von dem müssten wir dann auch eine kleine Farm anlegen, weil wir wollen ja unsere Sachen verzaubern. Und für das brauchen wir Bücher und eine Bibliothek und so weiter. Und Zuckerrohr, aus dem macht man dann halt Papier, aus dem man Bücher macht. Und aus Büchern macht man dann eine Bibliothek. So, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, weil für das habe ich mich halt ein bisschen erkundet. Ich habe da mir ab und zu mal noch schnell einen Blick in Google hineingeworfen oder mal noch schnell ein Let's Play geschaut von jemandem anders, um mich einfach ein bisschen informieren, was ich so machen soll, wie ich es machen muss. Weil ich kann halt so unbedingt 100% planlos drauf losgehen, weil das Ziel ist am Schluss ja immer noch, dass wir den Enderdrachen besiegen. Also natürlich zuerst eine kleine Stadt bauen, also wir tun das wirklich sehr gut darauf vorbereiten, aber wir bauen dann noch genug dazu. Also das mache ich jetzt nicht von heute auf morgen, sondern der Enderdrache, der wird in ein paar hundert Folgen mal vorkommen und dann, wenn ich dann sage, so jetzt haben wir wirklich alles mal ein bisschen gemacht und jetzt gehen wir den Enderdrachen besiegen, das wäre dann eigentlich so das Ziel, oder? So, dann tun wir da gerade noch ein bisschen Holz einsammeln, wenn wir da schon auf dem Weg sind. Jetzt ist halt die Frage, ob ich die gerade wieder abpflanzen soll oder ob ich die einfach mal so lasse. Ich lasse jetzt glaube ich einfach mal so, ich pick mir einfach überall immer wieder mal einen raus. Ich glaube, dann fällt das nicht so sehr auf da. So, ne? Das ist ein grosser Baum. Dann muss ich schauen, dass ich jetzt immer wirklich einen Baumstumpf unten dran lasse. Weil das mit dem Gumpen wie letztes Mal, das wollte ich nicht nochmal erleben. Dass ich da muss die ganze Zeit gumpen und schlagen. Weil das kann so in die Hose gehen. Auf das habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Darum müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da bei grossen Bäumen wirklich immer schauen, dass ich einen Stumpf unten dran lasse. So, ne? Dann bauen wir das da mal noch ganz kurz ab. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, langsam mit Richtung zu unserer Höhle. Ja, voll da hinten ist dann unsere Höhle, wo wir waren. Also da hätten wir zum Beispiel gerade auch nochmal eine, wo wir anschauen könnten. Und ich sehe ja schon einen Zombie, der uns gegen den Strich geht. Also wenn er sich da raufwagt, dann verbrennt er einfach. Das muss er wissen. Das Skelett haben wir da unten auch gerade mal noch. Und die Frage ist, ob die da sogar verbunden ist mit der da hinten. Weil die ist ja wirklich gerade da, die Höhle. Und da wäre auch noch eine. Jetzt ist halt die Frage, ob wir sonst gerade mal in die schauen oder ob wir wirklich in unsere andere Höhle gehen, wo wir... Weil wir haben sie halt noch nicht wir haben noch nicht alles erforscht, was da drinnen vor sich geht. Also es gibt noch einige Stellen, wo wir anschauen können. Wir kommen ziemlich weit runter, wo wir schauen können. Brenn! Selber schuld! Und das nur, weil du mir hast eins auf den Zipfel geben. So, und nicht anders. So, nicht anders. Oder ob wir wollen, weil in der anderen Höhle könnte vermutlich sein, dass wenn ich jetzt eben dort weiter, können wir ja wirklich sehr weit runtergehen, dass wir nochmal auf Diamanten stoßen und es hat ja allgemein noch recht viel Materialien gehabt, wie Kohle, Silber, Eisen. Ich sage immer Silber, wieso sage ich immer Silber? Wahrscheinlich, weil es einfach silbrig aussieht, wie so ein Silberbarren. Wenn man es fertig hat, sieht es einfach aus wie so ein Silberbarren. Wahrscheinlich darum. Aber ich habe jetzt eben gesagt, solange jetzt noch Tag ist, können wir uns natürlich zuerst mal da außen noch ein bisschen vergnügen. Nochmal ein bisschen Holz formen, weil ich habe wirklich vor, also wenn wir zurückkommen, wollte ich dann mal wieder nochmal etwas Neues bauen, also sicher mal eben unsere Felder wollte ich mal erweitern und gleichzeitig wollte ich dann sicher mal eben anfangen, mal zum Beispiel eine Kuhfarm bauen und noch ein paar andere Sachen, Anlage, also ich weiss nicht, wie man das jetzt gerade ausspricht, für Vögel, also für Chickens, für die Hühner, würde ich gerne eine Selbstanlage bauen, ich glaube, ich sage das irgendwie falsch, Selbstanlage. Ja, also ich baue auch eine Farm, wo sie selbstständig ihre Eier für uns eigentlich in eine Truhe legen. Ich tue es jetzt mal so erklären, ich glaube, dann versteht jeder, was ich meine. Und das habe ich dann einfach sicher mal noch vor. Und eben eine Kuhfarm brauchen wir auch unbedingt, weil dann eben für die Bücher und die Verzauberungen brauchen wir dann auch noch viel Leder. Das heisst, wir müssen dann schauen, dass wir eine kleine Kuhfarm bauen. Aber natürlich nicht einfach irgendwie so so etwas einzünden, sondern ich habe dann wirklich vor, etwas richtig Schönes zu bauen für sie. Weil ich finde, damit sie ja auch ein bisschen ihre Freiheit haben. Wenn wir sie schon zum Töten brauchen, dann müssen wir aber auch schauen, dass wir wenigstens ihnen einen wunderschönen Stall bauen, wo sie da ihre Ruhe haben, wo sie da ihre Sachen machen können. So, wir haben schon ziemlich viel Holz zusammen, aber im Großen und Ganzen auch wenig. Also eben, es ist nicht allzu viel. Also wir werden jetzt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Holz noch brauchen. Darum würde ich sagen, zu viel hat man nie. Also wenn wir jetzt so 3 Stacks an 64er
rohen Materialien haben, dann können wir darüber reden, dass wir vielleicht mal jetzt genug haben für das nächste Gebäude. Weil die Frage ist dann sowieso, wenn ich das bauen will. Und wir müssen unbedingt noch eine Brücke bauen, zu den Villager. Aber für das brauche ich dann eben auch viel Stein. Darum finde ich das jetzt auch cool, dass wir jetzt nachher gemütlich in eine Höhle gehen. Und dort können wir mal schnell auch den Bruchstein farmen, dass wir dann schauen, dass wir auch von denen wirklich sehr viele Stacks bringen. Und dann können wir ja oben dran, in unserem Häuschen, haben wir ja ein kleines Lager schon mal. Und dann können wir nämlich wirklich gerade alles schon wunderschön einsortieren. Was ich natürlich nicht nein sage. Ich bin gerade, es tut mir wirklich leid, ich bin am überlegen, dich zu töten. Und zwar einfach, weil ich genug Essen brauche. Wenn ich schon in eine Höhle reingehe. Tut mir leid. Oh Jägeli, der Arm. So, da hat es noch einen Baumstumpf, habe ich den vergessen. Oh Jägeli. So, jetzt wird es langsam Nacht, das heisst, wir müssen uns jetzt mal entscheiden, ob wir in die eine Höhle gehen oder in unsere andere Höhle nochmal zurückgehen. Aber den bauen wir jetzt sicher mal noch ab und jetzt schauen wir mal schnell, was uns am meisten dazu sagen. Also entweder gehen wir jetzt nochmal in die hier rein, weil da sind wir schon gewesen, aber wir haben eben noch nicht alles erforscht und die Möglichkeit auf die Okay, die Möglichkeit auf die Mante wäre da. Oder wir haben jetzt wirklich gerade so in die Richtung nochmal eine. Komm, ich gehe jetzt einfach zuerst nochmal in die rein. Wir gehen jetzt hier nochmal zuerst fertig erkunden, schauen, was wir da noch alles mitnehmen können. An Metz, also an Eisen, Gold und noch andere Sachen. Plus haben wir da ja sowieso dann mal unser Kistchen noch. Da drin haben wir ja dann zum Beispiel auch noch Leder, verfaultes Fleisch, Weizenkörnchen, Kies haben wir da noch, das kann man gerade zusammenfügen. Da habe ich gerade noch ein Ei, das können wir wieder rein tun. Und da drinnen können wir jetzt wirklich schauen, dass wir dann auch schauen können, dass wir das wie beim letzten Mal so machen. Die Kohle habe ich gerade momentan keine drin, sonst hätten wir gerade unser Fleisch machen können. Aber ich würde sagen, das finden wir sicher in dieser Höhle. Jetzt ist die Frage, schau, da habe ich schon. Da habe ich ja schon. Einmal etwas sagen und schon taucht die Kohle auf. Nice, dann bauen wir da mal schnell unsere Kohle ab. Supidupi. Dann können wir die nämlich gerade schnell in den Ofen reinlegen und unser Fleisch parat machen. Dann haben wir nämlich sicher genug Essen, um können. Das ist wieder die Kohlensachen sind recht extrem. Aber man denkt so, da hat es so 3-4 Scheiben. Und plötzlich tauchen da 6, 7, 8, 9 auf. Also 17 Stück haben wir jetzt einsammeln. Und das ist eigentlich schon ziemlich viel. Können wir jetzt gerade mal schnell unsere Steaks machen da. Unsere Rosschaf und Rosrindfleisch können wir gerade mal aufkochen. Und dann haben wir sogar noch einen Tisch, wenn irgendetwas wäre. So, jetzt muss ich aber schnell schauen, wo wir noch nicht sind. Und zwar, ich glaube, da hinten oben sind wir alles erkunden. Aber wir gehen jetzt einfach mal runter. Okay, ouch. Ouch. Da muss ich einfach schauen, weil wir haben ja alles eigentlich recht gut ausgeleuchtet. Hey! Was ist das für ein Löli? Wo tauchst du auf? Es ist doch alles so ausgehöhlt da. Jetzt habe ich gedacht, ich habe da schön meine Ruhe und kann da schnell einmal durchlaufen. Aber wie es aussieht, muss ich trotzdem noch ein bisschen aufpassen ab Monster. Und wir müssen schon mal unser erstes Brot verputzen. So. Es ist gar nicht ganz voll, mein Essen, hä? Doch. Ich habe jetzt gerade gedacht, meine Herzen füllt es irgendwie nicht nach. Aber wie es aussieht, doch. Okay. Dann gehen wir mal schnell hier runter güchseln. Und da unten haben wir dann, glaube ich, ein paar Stellen mit Lava, genau. Und dann haben wir sogar Wasser. Also jetzt könnten wir diese Stellen hier, jetzt einfach schnell mit Wasser. Kann ich da einfach mit daraus rausnehmen? Geht das? Shift drücken. Hä? Upp. Das geht nicht, hä? Da mit meinem. Dass ich da einfach aus dem Strudel Wasser nehme. Das geht nicht, ich müsste wirklich von oben. Okay, weil das wäre noch wichtig, weil dann könnte man wirklich eigentlich alles da schnell wegnehmen. Aber ich weiss aber nicht, wo ich doch im Wasser wegnehme. Also. Gehen wir mal rauf. Kann ich da oben einfach ein bisschen Wasser klauen? Nein, das geht nicht. Und jetzt muss ich aufpassen. Ah! Ja, aufpassen. Habe ich gut gesagt. Da haben wir noch irgendetwas Pinkiges gehabt. Okay, gehen wir mal schnell darüber noch güchseln. Hä? Wieso ist da so dunkel? Okay. Nein. Und tschüss. Du hast vergessen, Shift drücken, mein Junge. Ich kann es auch lernen, aber Shift rettet dir einfach dein Viertel. So, da hinten hätten wir noch Gold und alles. Da haben wir noch etwas nicht erforscht. Da könnten wir schauen, dass wir schnell mal übergehen. Ja, moin. Oder so. Ich glaube, ich sollte noch mal etwas essen. Ich glaube, ich sollte unbedingt noch mal schnell etwas essen. Wie komme ich jetzt da rauf am besten? Hä? Ja, moin. Sagst du, wenn der trümmelig wird, gell? Ich glaube, ich gehe aus dem Weg. Wenn der jetzt losspeit, dann bin ich voll. Dann bin ich voll seiner eingeweiht. Ja, moin. Der hat das Ballett gelernt, du.
Der hat gelernt, wie man Ballett macht. Sally, danke vielmals für deinen geilen Auftritt. Wir müssen aber hier raufgehen. Jetzt muss ich schon schauen, habe ich irgendwelche Blöcke, die ich nicht brauche? Nein, eben nicht. Hey, ich habe da wirklich nur Blöcke, die ich brauche. Dann wäre am besten, wenn ich mich irgendwie aufbuddle, weil wir brauchen ja sowieso Bruchstein. Wir brauchen ja sowieso Bruchstein. Dann ist das gerade so eine Möglichkeit, wo wir auch ein bisschen von dem abfarmen. Jetzt muss ich schon schauen, dass ich da irgendwie ein bisschen heller mache. So. Und da sind wir noch nicht gewesen, hä? Okay, und da habe ich gerade gesehen, Gold. Das können wir gerade schnell abbauen. Das können wir sicher gut gebrauchen. Das ist jetzt schon runtergefallen, da muss ich mal schnell runtergehen. Kohle tue ich momentan noch plus minus immer wieder mal ignorieren. Also nicht durchgehend aufnehmen, sondern immer wieder mal abbauen. Ui! Was war das für ein Geräusch gewesen? Er hat sich verwandelt! Weil er so lange im Wasser war. Voll geil, da sind wir gerade voll mit dabei gewesen. Jetzt sieht er auch so anders, völlig anders aus eigentlich. Und der Creeper, die haben alle Probleme mit dem Wasser. Ich glaube, das ist jetzt so ein Unterwassertyp geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man die nennt. Aber er hat sich jetzt knallhart einfach verwandelt. Okay. Da leuchten wir mal schnell noch aus, dass da auch nicht noch mehr Monster spawnen, weil ich glaube, die kommen nämlich von da hinten. Aber weiter geht es da nicht. Da oben haben wir noch ein bisschen. Doch, da hinten. Okay. Einfach mal zuerst alles ausleuchten und im Nachhinein schauen. Oh, da hätten wir auch noch einen Weg rauf gehabt. Einfach mal zuerst ausleuchten. Wenn wir dann zurücklaufen, können wir dann anfangen abfarmen. Da muss ich, glaube ich, aufpassen. Genau, okay. Okay. Aber ich wollte eigentlich jetzt da durchschauen, was da innen war. Das ist schon mal gut, also ein paar Sachen kann ich schon mal. Also habe ich irgendwie gelernt. Und da haben wir wieder eine Riesenschlucht. Ist die verbunden mit der anderen oder nicht? Da hinten hätten wir wieder Lava und Wasser und sehr viel Kohle. Da hinten könnte sich eigentlich... Ja moin. Ja moin. Ja moin. Ist die verbunden mit der anderen Höhle, nicht, hä? Oder schon? Die ist nicht verbunden mit der anderen Höhle und das Problem ist, wir haben nur rohes Fleisch dabei. Ich hätte nochmal zurück sollen, aber ich glaube, wir essen jetzt ausnahmsweise einfach mal rohes Fleisch. Einfach mal unser Leben schnell auffüllen. Und wo ist denn die andere Höhle? Die ist... Hä, sind wir jetzt wieder in einer komplett neuen Höhle gelandet? Die andere Höhle ist doch irgendwo in die Richtung gewesen. Die andere Höhle ist doch in die Richtung gewesen. Wir buddeln uns jetzt einfach mal schnell durch, dass wir nochmal wieder einen Weg finden. Buddeln uns jetzt einfach mal schnell in die Richtung da. Wenn wir Glück haben, stoßen wir auf die andere Höhle. Bin mir unsicher, ob es funktionieren könnte. Ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren. Und wir brauchen ja sowieso Bruchsteine. Also von dem her lohnt sich das ja gerade, was ich da mache. So, come on. Wo ist die andere Höhle? Wo ist da die andere Höhle? Hallo? Okay, das Leben von uns hat sich auch nicht wirklich gut regenerieren. Ich glaube, zuerst warten, bis mein Leben sich regeneriert. Gut, wie weit über müsste ich um in die andere Höhle überkommen? Das ist noch eine gute Frage. Das ist jetzt halt ein bisschen... Oh, Gold. Nehmen wir doch gerade mit. Oh, nice. Mehrere Blöcke Gold. Wir haben gerade wieder Jackpot gemacht, während wir da etwas gesucht haben. Oh, wo ist denn die andere Höhle? Jetzt wird das Problem. Jetzt werden wir ein kleines Problem haben, und zwar den Weg wieder herausfinden. Ist es in die Richtung? Soll ich einfach mal probieren, in die Richtung buddeln? Wie gesagt, also für uns stört es ja eigentlich nicht, weil wir brauchen sowieso Bruchstein. Dann habe ich wirklich mal ein bisschen etwas abbauen. Das ist schon mal gut. Das einzige Problem, das wir haben, ist, oh, noch Eisen. Ja moin. Also einfach so wild los rumbuddeln hilft ja eigentlich noch, um da Materialien zu finden. So, da. Da finden wir noch Kohle. Okay. Sagen wir doch nicht. Nein, nehmen wir doch auch gerade mal mit. So, come on. Jetzt, das ist wirklich jetzt eine gute Frage. Wo ist die andere Höhle? Ich habe gehofft, wir können es vielleicht irgendwie ein bisschen überbuddeln, aber wie es aussieht, habe ich mich da schwerstens vertan.
Wie es aussieht, habe ich mich da schwerstens vertan, dass wir uns jetzt einfach da schnell durchbuddeln können. Ich probiere jetzt einfach mal weiter buddeln. Und bis jetzt hat es auch gut geholfen. Also wir haben immer wieder Materialien gefunden, wir bauen gut Steine ab. Also wir machen eigentlich alles, was ich gerne will. Da habe ich jetzt eine Fledermaus gehört. Soll ich einfach mal probieren, da gegen... Oh, buddeln. Ja, ich höre da Fledermaus. Also die Höhle müsste irgendwo da sein. Sonst wundert es mich, warum ich da Fledermäuse höre. Also ich höre es links von uns. Und voilà. Wo sind wir da gelandet? Wieder an einem komplett neuen Ort. Wir sind wieder an einem komplett neuen Ort gelandet. Okay. Wo sind wir jetzt? Okay, da jetzt Lava. Bisschen Gold, bisschen Eisen. Sonst sehe ich gerade kein Diamant oder so etwas. Aber die Frage ist jetzt, wo sind wir? Okay, warte, das Gold nehme ich gerade noch schon mit. Wenn wir da schon gerade vorbeilaufen, das sieht ja aus, als könnte man das einfach schon schnell mit einpacken. Okay. Und da geht es auch weiter. Das Einzige, was ich jetzt sicher mal machen muss, dass wir im Notfall wirklich irgendwie den Weg zurückfinden, ist nämlich da schnell alles ein bisschen beleuchten, so mit ein paar Fackeln. Okay, viele Fackeln haben wir auch nicht mehr, aber wir haben im Notfall alles Mögliche dabei. Außer Essen. Essen ist halt jetzt gerade im Ofen. Beim anderen noch. Da hinten sehe ich Licht. Jetzt ist einfach die Frage, ob das Lava ist oder ob das sogar könnte. Nein, das ist einfach Lava. Okay. Aber die Manteln oder so sehe ich da auch keine. Also wir haben da jetzt einfach nochmal eine kleine Höhle gefunden, so nebendran. Es hat sich eigentlich schon gelohnt, wirklich jetzt nochmal in die Höhle zurückzugehen, weil wie man sieht, da haben wir wirklich einiges noch nicht erforscht. Ist jetzt auch wirklich viel Neues nochmal rausgekommen. Ist das gerade Eisen, oder? Ja. Ist gerade Eisen, das nehmen wir doch auch gerade mit, wenn wir schon dran sind. So, weil Werkzeug haben wir glaube ich sowieso genug dabei. Und das Wichtigste ist jetzt einfach, dass wir nicht allzu sehr auf Gegner stoßen eigentlich. Dann sollte das eigentlich gut machbar sein. Komm, ich esse jetzt ausnahmsweise nochmal ein rohes Fleisch. Jetzt warten wir, jetzt bewege ich mich aber mal kurzzeitig nicht. Mal schauen, ob unser Leben sich dann schön aufregeneriert, weil das ist glaube ich das Wichtigste, was wir haben. Und wenn ich halt laufe, dann tut sich das halt... es ist schon wieder weg, he? Also so rohes Fleisch bringt wirklich nicht viel. Ich esse jetzt das nochmal. Das Wichtigste ist auch, dass mal unsere Leben voll sind. Den Retourweg, den finden wir dann irgendwie schon. Aber rohes Fleisch aussieht uns nicht lang sättigen. Also es sieht aus, als würde es wirklich nicht so lang sättigen. Aber wir haben schon mal wieder ein paar Leben mehr. Und im allerschlimmsten Notfall buddeln wir uns einfach richtig gegenüber. Und dann sollten wir schon den Weg dann herausfinden. Weil jetzt haben wir wirklich gar kein Essen mehr da. Die 3 Fleisch sind eigentlich im anderen Ofen. Wir sind eben vom Essen her sind wir wirklich wieder ein bisschen unvorbereitet da angekommen. Aber... Gut, für was brauche ich das da? Was ist das? Ah, das haben wir schon mal gesammelt und ich weiß immer noch nicht, für was das ist. Aber, jetzt haben wir da, glaube ich, schon alles erkundet, wo wir jetzt waren. Da haben wir jetzt, glaube ich, gerade schon alles erkundet. Dann würden wir uns eigentlich da wieder auf den Retourweg machen. Durch diese Höhle da. Also durch unseren kleinen Weg, den wir gebuddelt haben. Und dann schauen wir, dass wir uns so schnell irgendwie gegen aufbauen, wo ich runtergefallen bin. Da hat Wasser, kann ich da... Das kann ich so wegnehmen. Okay, also wir haben einen Kübel voll Wasser, das ist schon mal ziemlich gut. Und dann ist die Frage, wo ich runtergefallen bin. Wo bin ich da runtergefallen? Ohoho. Gegneralarm. Gegneralarm. Moin, okay. Den haben wir gut überlebt. Aber gerade wieder ausleuchten da. Da kommt noch etwas. So. Come on. Stirb. Jawohl, okay. Haben wir doch schon mal gut anbekommen. Nice, okay. Die haben wir mal besiegt. Dann müssen wir mal da noch schnell ein bisschen weiter erkunden.
So, so. Das nehmen wir gerade noch mit, wenn wir schon mal dran sind. Voilà. Dann tun wir da mal schnell ausleuchten, weil ich glaube, ich bin von da oben... Oh! Nicht raufschauen, ein Enderman. Also ich bin irgendwie von da oben nach unten gefallen. Das ist schon mal klar. Da hinten hätten wir eben Lava, dort hinten könnte es sein, dass wir auf die Mantel stossen. Dort hinten könnte es sein, dass wir auf die Mantel stossen. Aber das Wichtigste wäre eigentlich, dass wir wieder gegen rauf gehen, nochmal schnell Essen holen. Und dann eigentlich dahinter. Aber ich gehe da natürlich wieder volles Risiko ein. Ich höre da auch schon wieder Gegner. Okay. Nein, das geht noch ziemlich weit dahinter. Also ich würde sagen, wir bauen uns eigentlich gegen rauf. Versuchen nochmal an unsere Station zurückzukehren. Und würden beim nächsten Mal nochmal da runterkommen. Und dann würden wir da schnell alles durchkommen. Jetzt muss ich aber schnell schauen, wo ich da war. Jetzt darf ich nicht zu fest schauen wegen dem Enderman. Aber wir sind irgendwo da oben runtergefallen. Ich glaube in dem Loch da, hä? Wir haben ja ziemlich viel... Ui! Also das Inventar ist schon wieder voll. Dann ist es sowieso gerade gut, wenn wir zurückgehen. Dann können wir nämlich noch ein paar Sachen mehr sammeln. Jetzt benutze ich halt die Bruchsteine da mal schnell, um irgendwie wieder da raufzukommen. Genau, und ich glaube, da bin ich runtergefallen. Moin! Okay. Den Weg haben wir schon mal wieder zurückgefunden. Ich würde jetzt sagen, auch durch das, dass ich nicht mehr so viele Fackeln dabei habe, dass ich jetzt da irgendwie zack, zack, zack so mache. Und dann gehen wir eigentlich zurück zu unserer Station, um uns wieder... Oh Mann! Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Schade. Dort ist der Weg gegen rauf. Also wir sind eigentlich auf der anderen Seite. Genau so. Und da würden wir wieder gegen rauf kommen. Dann können wir heute mal etwas zu essen holen, dann können wir wieder ein paar Sachen verräumen. Und dann können wir dann wieder schauen, dass wir wieder voll ready den anderen Abteil von der Höhle nochmal erkunden. Also es hat sich schon gelohnt, da reinzukommen. Es hat sich schon gelohnt, da reinzukommen. Hä? Habe ich mich voll verlaufen? Da habe ich mehrere Fackeln gemacht, weil das unser Weg ist. Nein, dann müssen wir eigentlich einfach da durchgehen. Eigentlich einfach da durch irgendwie. Ich würde mal sagen, gehen wir da. Dann kommt das... Perfekt! Ja, perfekt. Dann würde ich aber gerade mal an dieser Stelle sagen... Danke euch vielmals fürs Einschalten. In der nächsten Folge schauen wir weiter, was da alles in der Höhle auf uns wartet. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo, einen Kommentar oder ein Like da. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer und ciao!